Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Indica. Wir fangen ein bisschen weiter vorne an, am Anfang vom Kapitel, weil ich die Frau so lustig finde, die so ein schönes Lied drauf hat. Guck. Champion, 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 Champion. Niemand darf das Kloster verlassen, ohne den Segen erhalten zu haben. Trotz mehrerer Bitten durfte Indica ein ganzes Jahr lang das Kloster nicht verlassen. Als sie den Auftrag bekam, den Brief abzuliefern, war sie vollkommen überrascht. Sie wusste zwar nicht, was in dem Brief stand, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass er eine sehr wichtige, vielleicht sogar eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen würde. Hm? Champion. 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 Also, Champion. Champion. Das ist hier das felsigste Spiel, was ich kenne. Champion. Okay. Genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Champion. 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 Okay. Das ist hier. Also, Pflicht. Überbringe den Brief für Pater Hermann ins Kloster Danilo. Dann werden wir das wohl tun. Habe ich schon begrüßt? Weiß nicht. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indica, wo wir einen Champignon-Brief abliefern müssen. Seltsamerweise dürfen wir jetzt aus dem Kloster. Ich glaube, wir haben einfach zu viel... Durch unsere Tollpatschigkeit haben wir einfach... Oh, ich kann rennen. Zu viel toll gepatscht, dass sie sagen... Geh mit Gott, aber geh. Verstehst du? Ich meine, ich heiße hier nicht umsonst Darth Dabish. Ich heiße nicht Darth Dabish. Aber, okay, Moment, da hinten sind 2 Stück Holzbalken. Da ist ein Turm. Das, keine Ahnung, das Washington State Monument. Das ist ganz, ganz weit hinten. Von Russland aus zu sehen, wenn das Wetter gut ist. Scheint eine Art Brücke zu sein. Da ist ein Wäldchen. Komme ich zu dem Wäldchen? Komm, wenn wir schon mal rennen können. Ich dachte, es geziemt sich nicht für eine Frau Gottes zu rennen. So, Moment, ich muss mal gucken, wo wir hier sind. Okay, es geziemt sich auch nicht für eine Frau Gottes, einen Felsen runterzufallen. So, auf jeden Fall Strom, ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Und eine goldene Brücke. Oh, hopp. Ja, da hält man komische Geräusche, da gehe ich nicht hin. So, wir gehen... Nein, wir gehen weiter die Straße entlang. Ich gehe da hinten gucken, was das da ist. Ist das auch so eine Brücke oder... Vorsicht, Meidl, komm. Wir laufen in der Mitte, ne? Da links, rechts, da erstmal ist da matschig wie Sau. Und dann... Es kann ja gefroren sein, dann lege ich mich mal gleich ab. Das wollen wir nicht. Sind die Champignons kaputt. So, was haben wir denn hier? I see. Aber hier geht die Stufe. Wow. Weißt du? Da kannst du dich gleich auf den Hintern setzen und runterrutschen. Ist wahrscheinlich weniger gefährlich. Fehlt sogar schon Geländer. Ist wahrscheinlich weniger gefährlich, als da runter zu gehen. Du legst dich auf jeden Fall ab. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Gehen mal ganz langsam. Halt dich wenigstens am Geländer fest, Mädel. Was ist denn das da drüben? Geht Schnüre runter. Das ist... Oh, ey. Ich warte eigentlich nur drauf, bis ich mich ablege. Kann nicht mehr lange dauern hier. Bei dieser Strecke da. Oh. Was passiert? Okay, dann. Ach, guck mal, da ist ein Häusel. Ah. Fast. Alles klar. Das sind
sehr seltsame Geräusche. Молитвами святых Отец наш Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Du musst lauter reden. Die hören dich. Ach, da sind Schweine drin. Das ist ein Schweinestall oder wie? Das ist so richtig so. Ich muss klopfen, aber bitte mach nicht auf. Тишенька, мне на тот берег надо. Жоржик, пират, тише. Животные чуют нечисто. Они просто, как всегда, рады меня видеть. Тише, прости меня. Животные чуют нечисто. А я тебе яблок принесла. Орловку твою любимую. Тише, я на поезд спешу. Jablaka. Тише. Ey, Ну чего ты? was soll... Ступени залил. Ich hoffe, dass es wenigstens Снова nur Wasser свалишься, war. зашибешься. Эх Das- ты. Junge, es sind hier draußen Minusgrade, oder Mädel in dem Falle. Ничего, Тихон, я Und die понимаю. Прости меня ради Христа. Ich glaube, sie kann es nicht leiden. So, okay. Oh, da ist ein Hebel. Der Hebel wird diese Apparatur in Gang setzen und dieses Band antreiben. Was macht das da? Ach, das ist ein Floß. Guck mal, der Boden wackelt. Das ist ein Floß. Ja, okay. Dann setzt das da in Gang und dann kann ich da rüber rennen. Ja, ja gut. Dann machen wir das mal, ne? Warte. Das schaffen wir. Spring. Du solltest aufs Floß springen. Aufs Floß. Nicht einfach ins eiskalte Wasser. Okay, das lief schon mal nicht so gut. Kriegen wir hin. Ich hoffe, das holt's jetzt wieder zurück. Okay, ich muss also, wenn es dann da ist, so schnell wie möglich da wieder hin. Wenn es nicht hängen bleibt. Okay. Nein, pass auf. Ich stelle mich schon mal in die richtige Richtung, quasi. So, jetzt ganz flott. So, auf. Nee, brems. Das wird so nix. Ich verstehe jetzt, warum wir Tisha oder wie sie hieß, warum wir sie eigentlich gebraucht hätten. Das wäre schon recht praktisch gewesen. Willst du nicht doch mitkommen? Ach da, ui, das sind aber... Oh, ihr guckt aber traurig. Da stehen sie, die Ferkelchen. Das sind keine Ferkel, das sind ausgewachsene Schweine. Ich muss da rüber. Action. Ich habe da eine Idee. Pass auf. Wenn das Ding immer hängen bleibt. Tisha, hä? So, kannst du mal vergessen. Komm jetzt halt immer zurück. Also ist es halt. Ich wollte ja darüber. So. Okay. Das ist eine Kiste. Ich kann mich hier mal in Ruhe hinsetzen. Gucken wir uns jetzt an, ne? Okay, daneben geht ein Weg irgendwo entlang. Ja. Das ist das Haus von Tisha oder Trisha oder wie sie hieß. Okay, irgendwas sagt mir, dass ich da rein muss. Und aufhören sollt es euch anzugehen. Tut mir leid. Gut. Also viel weiter. Ich kann ja mal gucken, ob wir noch da hinten hingehen könnten. Es ziemt sich nicht für eine Frau Gottes, umherzurennen.
Überall. Ja, ich glaube, da geht's nicht weiter. Also das. Nee, das ist. Nee. Hätte ja sein können. Ich gucke mich ja gerne um. Das ist ja. Das hört sich, also dieser Schweinestall hört sich halt wirklich gruselig an. So. Gut. Dann gehen wir mal darüber in eine Höhle. Gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Was ist eigentlich in dem Brief drin? Champignons, ja, haben wir schon rausgefunden, aber was genau habe ich? Ich glaube, ich habe ein Inventar, oder? Fortschritt. Inventar. Guck. Streichhölzer. Indica hatte diese Streichholzschachtel, schweres deutsches Wort, dieses Streichholzschächtelchen von der Ikonenmalerin Marfa erbeten, die sie zur Ankunft des Metropoliten Hilarion dekoriert hatte. Das ist ein Metropolit. Egal. Als Mutter Varvara das Geschenk im letzten Moment ablehnte, ging es an Indica. Verstehe ich nicht. Wenn doch Indica gesagt hat, sie hätte gern diese Streichholzschachtel und die Klostermutter hat gesagt, nö, will ich nicht. Und dann geht's an Indica. Ja, hat doch auch gesagt, sie ist für sie. Ach, das ist keine Ahnung hier. Fangen wir vorne an. Pavel Sergejewitsch, Indicas Vater. Die Mutter Oberin erlaubte es nicht, Fotografien zu behalten. Aber für Indica ist das Bild die letzte Verbindung zu ihrem alten, weltlichen Leben. Oh, es geht auch scharf. Okay. Ein bisschen Hologrammeffekt. So, weiter geht's. Ein Rosenkranz. Wenn Indicas Leben gänzlich unerträglich wird, packt sie das Kreuz an ihrem Rosenkranz so fest, dass ihr das Blut über die Hand rinnt. Nur so kann sie die hasserfüllte Stimme des Teufels ausblenden. Okay. Streichholz, Reliquiar, das haben wir in der letzten Folge uns angeguckt. Das auch, will ich auch nicht mehr nochmal lesen, ganz ehrlich. So ein Brief an Pater Hermann, Kloster Danilov, von Varvara, Oberin des Konvents Belowodski. Ja. Champignon? Champignon. Upala. Ich will den Apfel gucken. Diablaka. Orlovka. Die Lieblingssorte von Tischon, dem Fährmann. Ach, das war ein Mann. Ehrlich gesagt sind diese Äpfel nicht besonders lecker. Tatsächlich sind sie oft unsäglich sauer. Aber viele Freuden hat das Kloster nicht zu bieten. Und halt mal einen sauren Apfel beißen. So, und wir müssen jetzt da wohl rein. Dunkel hier. Ach, guck mal, hier mal. Ja, komm, ich erkenne schon ein bisschen was, aber... So, jetzt erkennen wir mehr. Wenigstens ist es hier drin jetzt wärmer oder kälter, ne? Es ist zumindest windgeschützter. Hoffe ich doch zumindest. So, da steht eine Milchkanne. Oh, das ist eine Leiter. Was? Die kann ich jetzt halt wegnehmen. Ah. Черт, ключ у Тихона. Тихон Idiot. Idiot. Indica liebte Tichon. Laut medizinischer Diagnose galt er tatsächlich als, keine Ahnung, sie verwendet daher den Begriff im wörtlichen Sinn. Tichon konnte sie ohnehin nicht hören. Heuchelei ist nicht wirklich eine Tugend, oder doch? Jetzt habe ich leider das wichtigste Wort, also hier, das ist aber auch wirklich... Manchmal, der Text geht recht schnell. Verlasst euch am besten... Holla. Verlasst euch am besten nicht auf mich. Wenn es darum geht, Story mitzukriegen. Willst du es nicht so runterhüpfen, Mädel? Setz dich doch so quasi rittlings drauf, dann das andere Bein drüber und runter. Oh, das geht auf die Knöchel. Wenigstens keine 3-Punkt-Landung. Ist vielleicht doch nicht so Jedi, wie sie dachte. Sie ist auch nicht Jedi, sie ist ein Sith. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht dabbig.
Okay, da oben komme ich dann hoch, hochklettern, dann da hochgehen, da drüber. Ich gucke mir erstmal weiter um, ja. Erstmal weiter umgucken, was das für eine lustige Höhle ist. Kann ich mich da nicht einfach hochziehen? Ja, wir sind kein Indiana Jones, ne? Uha! Da würde ich nicht, reinfallen wollen. Okay, dann gehen wir jetzt halt einfach mal da hoch. Das ist auch schon gut abgewetzt hier. Hau ab. So, guck, da auch. Wieso ist da so Kratzspuren kann ich da jetzt... Ihr wisst, was es ist. Ich muss immer erstmal den nicht offensichtlichen Weg begutachten. Nicht, dass da irgendwie was ist. So. Ist das ein manueller Aufzug? Es schien fast so, als wollte das Kloster sie nicht gehen lassen. Und obwohl sie wusste, dass sie hier Gott am nächsten war, sehnte sie sich, es zu verlassen, und sei es auch nur für kurze Zeit. Неправда. Ja, es sieht... Ich glaube, ganz tief im Herzen hasst sie ihre Klosterzelle. Smaragdas fade Kohlsuppe, den Gestank verwesender alter Weiber, den auch der Weihrauch nicht überdeckt. Die Hälfte der Schwestern konnte nicht einmal lesen, und selbst wenn die Oberin gebildet war, machte sie keine Anstalten, sich entsprechend zu zeigen. So hielt sie es auch mit der Körperhygiene. Immer beim Mittagessen pulte sie bedächtig das Teufelswerk aus ihrem Gebiss heraus. Indika hasste die endlosen Gebete, die wiederholt wurden, bis sie jegliche Bedeutung verloren. Sie hasste es, über Schwester Marfas öde Scherze zu schmunzeln. Sie hasste die qualmenden Kerzen, die faulen Kartoffeln, die unaufhörlichen Weisungen und Predigten, die Demut, die Gottesfurcht, das Bekreuzigen über den Mund nach jedem Gähnen, vor dem Betreten der Kirche, nach dem Weinen, nach dem Verlassen der Kirche, nach dem Betreten des Speisesaals, das Gebet vor dem Betreten ihrer Zelle, vor dem Schlafengehen, vor jeder Mahlzeit, das Bußetun für das, was sie dachte oder hörte, das Anhören des bedrückenden Schwesternchors, das schiefe Wechselläuten, das Bekreuzigen, das Fasten, das Entschuldigen, das Heucheln von Interesse am Leben der Heiligen, das Entschuldigen, Bußetun, Beten, Entschuldigen, die endlosen Schwüre, die schwarzen Hauben, das Entschuldigen, Weinen, Entschuldigen, Entschuldigen und Entschuldigen. Und entschuldigen. Die hasserfüllte Stimme versuchte Indika durch den Kanon der Buße zu übertönen. Sie umklammerte den Rosenkranz dabei so sehr, dass ihre Hand zu bluten begann. Smaragdas fade Kohlsuppe, den Gestank, das hatten wir schon. So, ich glaube, dass das jetzt die Stimme ist, die wir im Kopf haben, die böse Stimme. Und wir müssen jetzt beten, damit wir sie loswerden vielleicht. Jetzt geht's schon wieder los. Okay. Ich kann durch Beten den Boden... Moment. Kann ich das auch so lassen? Ja, aber was will mir... Okay, ich kann jetzt da rüber, guck. Kann ich da vielleicht rüber... Nee. So, jetzt bin ich wieder da, wo war ich doch aber. Vielleicht. Also ich verstehe, was das Spiel von mir will. Kann ich da hoch? Warte. Da konnte ich gerade hochgehen. Ja. Und jetzt so wieder und dann geht das zusammen. Jetzt kann ich rübergehen. Okay. Yeah, ich hab's verstanden. Okay, ich muss also beten, damit ich diese Stimme in meinem Kopf loswerden kann. Das sieht hier gar nicht so gut aus. Was gibt's hier? Die letzte
nicht weiter, weil Tür. Тщательно бесовщину со вставной челюсти пальцем вычищай. Индика ненавидела бесконечные молитвы, которые из-за постоянного повторения... Vielleicht darüber. Подгнившую картошку, бесконечные советы и нравоучения, смирение, страх Божий, крестить рот после каждой Okay, wir зевоты, müssen irgendwie darüber. Da war doch aber ein Tor. Mann, also an dieser Stelle jetzt mal ohne Quatsch bin ich richtig froh. Bin ich richtig froh, dass ich die Sprachaufgabe Ausgabe auf Russisch habe. So kriege ich nämlich nicht mit, was der die ganze Zeit labert. Ah, nicht hier rein, da. Da runter. Kann ich jetzt hier die Tür aufmachen? Oder gibt es Schnaps? Was will ich jetzt aber hier? Oh, ich brauche nicht mehr zu beten. Das ist doch aber der Aufzug, da will ich doch eigentlich... Okay. Halt, da liegt irgendwas. Was ist das? Eine Klappikone. Lass deiner Gemeinde deinen Segen zuteil werden, gewähre deinem Haus Frieden. Nimm mal mit. 20 Pünktchen, ne? Ich lasse die Tür da mal offen. Okay. Wir haben also quasi... Okay, es ist der Point of No Return. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Sammeln von Punkten. Es ist sinnlos. Ernsthaft? Steht das in der Bibel? Es muss diese orthodoxe Bibel sein, da steht das vielleicht drin. Es ist möglich, okay. So, also kann ich jetzt mit R3 meine Lampe wieder anmachen? Da sind wir hergekommen. Geht's nicht mehr zurück. Okay, kein Problem. So, gucke. Die sind mal aus der Höhle draußen. Die war schon... Ist da hoch? Nee. Die war schon... Die war schon was, ne? Okay. Junge, guck dir das mal an, wie es hier aussieht hier. Okay. Ihr werdet es vielleicht an den Nachladerucklern schon gemerkt haben. Dies hier ist ein Unreal Engine Spiel. Ist jetzt nicht weiter. Ich muss mich ja umgucken. Es ist nicht weiter schlimm. Ich meine, es ist jetzt kein Action-Spiel-Gedönse. Aber, ja. Das ist da ein Haus schon, oder? Da ist jetzt ein ganzes Dorf. Da hinten, nee. Was sind das eigentlich für Geräusche hier? Oder ist das ein Kran? Ah! Простите меня. Господи Иисус, ты что ты делаешь? Ты вообще, тут Нашка! Монашка. Монашка тут! Монахиня. Слушай, тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я Машу, я того, я не меткий, я... Also, der hat auf sie geschossen. Давай, иди отсюда. Dabei, heißt schnell. А? Also so wie das aussieht, war das da oben mal ein Gleis, ja. Okay. Монашка! Der lebt Это вам noch? повезло, что вы на этого наткнулись. Он... Немецкий. Да. Простите,
Я могу помочь, если позволите. Ничем вы ему уже не поможете. Das glaube ich Их ihm sogar. благородие в час, когда мерцание пожелали в последний раз выслушать, пусть слушают, не мешайте. Простите, а что здесь случилось? А знаете анекдот про лом, который в унитаз поезда кидают? В общем, в поезде тапок перевозили. Они между вагонов рессоры на ходу вставили. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Давай, давай наверх! Okay, darüber. Ich... Hab so das Gefühl, ich komme nicht zu ihm rüber. Und er wird... Also... Sehen wir es positiv, das Feuer geht gleich aus. Okay, das ist aber... Ich glaube... Ich kann hier nichts machen. Auch nicht für ihn. Доктор, молодец. Gute Arbeit, Doktor. Говорит, на станции Erzählt uns раненые etwas von ждут, Verletzten а am сам Bahnhof und dann verpasst er einer Leiche Morphium. втыкает. Как думаешь, Vielleicht ehrt er тут damit den уважение letzten к Wunsch des последней Toten. воле умирающего или Oder aber die к Größe seiner размеру Schulterstücke? Was denkst du? Ich hab gerade geguckt, ob ich beten kann, weißt du? Nee, aber guck mal, wenn ich L2 drücke, macht's ein Kreuz. So, also so richtig beten geht hier nicht. Ich komme hier also nicht weiter rüber. Was ist das für eine seltsam verdrehte Welt. Okay. Letzter Blick. Würde ich da rüberkommen über diese Eisscholle? Nee. Ich muss gucken, ob ich über diese Eisscholle rüberkommen würde. So. Sag mal, wie dick müssen denn keine Ahnung, der Stoff sein von einem Kleidungsstück, was er halt anhat? Weil es scheint hier schon recht kalt zu sein, weißt du? Und die so, ja, gar kein Problem. So. Ich da rein? Nee. Darüber kann ich es genauso vergessen. Nee, ich muss da weiter hochgehen. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Nun gut, dann gehen wir halt da mal weiter hoch. Und guck mal, jetzt ist natürlich die Frage, wären wir jetzt am Bahnhof sowieso vorbeigekommen? Wir müssen den Brief abliefern. Das ist jetzt aber wirklich eine gute Frage, ne? Was ist wichtiger? Den Brief der Obermutter, ich habe keine Ahnung, der Nonnenmutter, ich weiß nicht, wie das heißt. Also den Auftrag von ihr, wo sie gesagt hat, hier, liefer den Brief ab. Sie hat nicht gesagt, wir sollen ihn sofort abliefern, nur dass wir ihn abliefern sollen. Ist das wichtiger oder aber Verletzten zu helfen? Da würde ich halt eher zu Verletzten gehen. Also... Das ist hier aber auch... Es ist hier aber auch... Man hört halt auch Schüsse. Ist mir hier gar nicht so recht. Dass wir jetzt die Folge hier beenden. Tschüss. War halt gerade ein gutes Ende. Echt jetzt.